lost my way when I called upon his name. Then he rescued me, now the song I sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I learned the meaning of salvation. Out of his great love, now I shout his praise through all my days, for his endless mercy and grace. Goedemorgen Isola, dit is John Peters hier van deel van nu Badklok 12. En voor de nächste 15 Minuten, Gedankes uit Gottes Wort. Wir sind in das Buch Jonah, meist gesagt Johannes, aber in das Buch Jonah im Alten Testament, Kapitel 4. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. His great love. They will understand what you do here met me Tope, Ruth en mijn vriend Nettie. En aan de instrumenten van John Siemens, Herman Peters en mijn gitaar. Herman werkt on de gitaar en John Siemens on bass en Ruth on piano en stem en mijn vriend stemmig. Mijn vriend speelt ook piano en zij fijne piano spelen. En dagelijk waar ik arbeid en ook maar wat op een CD opdoen, dan kan je allemaal hier. Vielleicht zingen en spelen, wer weet. Vielleicht jetzt mit mir Tope. Alright, meine Freunde, wir gehen wieder in das Buch Jonah. Und was haben wir in Jonah 3 geleerd? Well, das Wort von Gott, Gott sein Befehl an Jonah kam zum zweiten Mal an. Und was vertellen wir uns? Das gibt uns Hoffnung. Gott gibt nicht bloß eine Gelegenheit, eine Chance, würde wir sagen, Gott gibt mehr. Wegen er ist ein Gott von Genug, Barmherzigkeit, Liebe und große Geduld. Wie geduldig ist Gott nicht mit diesem Erdball? Ich kann erschrecken uns fertig, wenn wir ein klein bisschen was hören auf der News oder über WhatsApp oder von Facebook, dass jemand hat so und so getan. Besonders vielleicht die Kinder, auch die Kinder, oder das Krieg. Weil diese Welt ist voll Pläu, diese Welt ist voll Schulden, diese Welt ist das ist nicht der Himmel, diese Welt ist gefallen. Weihnachtslied sagt, Welt ging verloren, Christus geboren. So, ich nu wollen wir ein kleines Prozent an von das Schlechte, was in der Welt passiert. Nochmal hier von unserer Kultur als Deutsche, Jahre und Jahre haben es getan. Und dann wundern wir uns, oh, das ist so schön. Aber Gott sieht die ganze Welt zu einmal, zu derselben Zeit. Und er sieht alles Schlechte, was er hat. Er sieht jeder Kind, was er leiden muss. Jeder Früh, was verkehlt kriegt von dem Mann. Er sieht jeder Mord, was passiert, wenn er umgebracht wird. Er sieht jeder Stehlerei. Er weiß even sogar die Menschen, die er hat. Er kann mir in den Horten ankicken und sein, was du für dies dritten Dunkelheit steigt. Und dann ist Gott noch geduldig mit uns und hat uns nicht hier 2000 Jahre lassen sein. Wir sind auch über 2000 von dann, was Jesus Christus für uns gestorben ist. Da würde ich studieren sagen, dass vielleicht 10% von der Welt ist bekehrt. 10% haben Jesus angenommen. Und dann ist Gott noch so geduldig und lügt nachher nur die anderen 90%. Die Fuder in Lukas 15, die lügt, dass sie in Sehen so nach Hause kommen. Bis die auf einmal die sehen, was der Sohn nach Hause kommt, hast vielleicht Angst, um nach Hause kommen. Wenn die glaubst vielleicht, dass die Fuder wird die ausgrenzen, die Fuder, die wird die mal zum Arbeiter merken, oder die Fuder, die wird die zu nichts merken. No, das ist nicht so. Der himmlische Fuder, und da werde ich mal Lukas 15 lesen. Der himmlische Fuder, der lügt mit Verlangen in ihn sehen. Die sehen, der Junge, der wird schwinsch, der wird manchmal schwin gewesen, der hat sich verlebt, der wird voll Krankheiten. Und ganz eingearmt hat nicht einen Cent, um seinen Fuder irgendwas anbeigen, können sie den Fuder nicht tun. Denkt daran, der können sie den Fuder nicht tun. Er hat sich auch angeboten, er hat gedacht, er wird sich anbeigen aus dem Sklo, aus dem Arbeiter.
En hij had gedacht, hij kon niet mal zijn Fleisch fertig machen. Hij fing an mit seinem Wunsch, was hij uitwendig geleerd had. En die Wunsch wie Vater, ik ga je zinnig. Ik zei niet mal wert, die Sehen te zijn, ik wil bloß die Knecht zijn. Hij kon dat niet mal fertig machen, als de Vater zei, no. Ja, du bist mein Sehen. En dan voert er op dat de Arbeiter brengt den Fingerring. De Fingerring dat bedient Sehenschaft. Du bist meine Familie, du bist alles, du bist meint. Bring hem een frisse rock. En we waren een party aanrijden. Dit is wat de himmlische Vader aanswingt. Dat zegt u dat de Pharisäer wissen krijg, wer het alle weer. De Vader dat wir God, de Sehen dat wir in de, wat naar Jezus gekomen weer met nusch, met de hoopningslosigheid, over ze hielden zich aan in Heiland. En dan de andere Sehen wat gereicht weer, en zich reich volgen deed, en zelfs gereicht weer, dat wir dan zij als Pharisäer. Aber wat zegt het van ons Vader? Dat hij geeft Jonah nog een gelegenheid, nog een chance. En niet bloß nog een tweede maal. Hij geeft ons ten derde maal, ten vierde maal, ten vijfde maal, wat het duizendste en het miljoenste maal. Waarom? We worden van daar nog wat leren, wer God is. Dat is ganz schriftlich. Because wenn Gott uns nicht einmal frisch wird zu Gott holen, wo wir wie? Ich habe mal einen Prediger gesagt, probier mal 5 Minuten nicht zu singen. Dann hast du gesündigt. Wir sind bloß von der Natur, wir haben das Fleisch hier, dat schafft jeden den Geist. Und so mit ihren Gedanken, vielleicht mit einer Wut, mit Aufgangs, was immer. Wir singen durch Tag. Und so viel Mal hat Gott mir und dir muss zu Gott holen. Weil das Blut Jesu Christi, der hat alle Daten, nu ist die Vergebung durch und der ist zu Hand und du kannst in der Vergebung leben. So du brauchst nicht nur jeder Sinn bekennen. Dat wird wohl sehr drock sein. Da wird nach meisten waren Priester fehlen, um das alle tun. Ne? Aber wir haben einen hohen Priester, das ist Jesus Christus. Und der steht an für uns und sein Blut deckt alle Sinn. Psalm redet sogar von den Sinn, was wir nicht mehr von anbeten. Und so, das ist alle gedeckt mit seinem Blut, nu leben wir in der Vergebung. Das ist warum ich rede von 5 mal, 10 mal, 1000 Millionen. Das ist, was Gott uns zu Gott holen wird. Nicht so? So nicht viel wert, sehr viel wert. So Jonah, wir nie gehorsam gewesen in Kapitel 3 und er geht naar die Nineviten, die Nineviten, und er vertelt ihnen das Evangelium, dass wenn die nicht bekehren, diese Stadt wird voll. Und die waren mit der Taub voll und zu nichts waren. Und dann bekehren die sich alle, sogar ihre Tieren müssen sich bekehren, sagt er in Jonah 3. Fällt mir bei von Jan in Forma, die fährt zu Oven kijken. En den Oven is een ooiebad om naar veren komen, zich zijn leven geven te Jezus Christus, zich bekeren, zo dus Forma je naar veren. En bekeert zich te Jezus Christus. De zijn prediger, wat allemaal jaren gekend had, wist dat hij een raf het leven hingen zich. Die je 2, 3 deel Leute die Forma zijn vorm, hem allemaal bezeten. Maar zijn we aan dat gaat. En dus hij allemaal aankomt, hier dat de Forma die vliegt en schimpft en dat, heeft een grote woord. En kijkt dan dat hij te plegen met zijn budden. En verpitst zijn budden en vliegt in de uit en pleegt. Onderstel, zegt de prediger, ik moet me hier een beetje vervieren. Ik dacht, die weer 2, 3, deel 3, had ze die bekeerd. Jo zegt de Forma dat alle zo, maar mijn budden is plus de oude gewand. Hij is plus de oude reed gewand, wat ik verder had, die fort nicht plehen, die dat nicht in Play pullen und diese schlechte wird. So nicht viel bloß noch, dass die Buddha sich bekehren wird, ne? Die lachen vielleicht über dort. Aber die Nineviten ihre Tieren müssen sich auch bekehren. Und du können die ihnen damit viel zu tun. Oder das ist vielleicht all ein Spaß. Aber das ist ein Bild, wo ihr uns das nehmen. Und hier haben wir in Jonah. Oh, en weet je wat er op 1 Jonah 3 zegt? Dat God deed zich ook. Hier zal je mij recht verstaan. God bekeert zich ook. En vielleicht fehlt een beter woord, aber dat zegt einfach in Jonah 3, dat God deed zijn gedächtnis ändern. God changed his mind. So God kon ook ändern, doen wat we doen, because deze mensen hebben zich niet bekeerd. En nu wordt God niet meer zijn woord houden, dat ze worden vallen.
Aber er deed sein Wort houden, wegen er hat gesagt, wenn die nicht bekehren, da war ihr voll. Du waren wir nach Dalen und kijken. Nou, Jonah zegt bloß 40 Tage, nou wordt deze stad vol. 40 Tage. Ik wil hier een klein beetje teruggaan in kapitel 3, dat is heel wichtig. Laten we zien wat het in Jonah 3 zegt. Laten we zien wat Jonah zijn boodschap weer. Alright, die zijn we bij Jonah kapitel 3. Du zegt Jonah bloß de stad. Oh ja, hij zegt bloß 40 Mal der en Nineveh wordt überschmeten worden. En Nineveh wordt vol. Dat zegt niet meer dat hij en veel verteld heeft van waar ze zich zullen bekeren, waar ze zullen bussen doen, maar ze doen niet zichzelf. Want dit predje van Israël zegt, onze stad wordt vol. Dan zullen we ons hand draaien, ons blik naar den zien God doen, en we zullen ons bekeren. En zo nu zegt dat 1:3, dat nu zegt God, dat wordt niet passeren. Nineveh wordt in 40 jaar niet vol. So Gott deed hier ändern, warum? Wegen die Menschen hadden Buße gedaan. Alright. So, nu haben wir dann in Predja, wat de grootste erwekking in alle history heeft kunt doen. Heeft kunt erschaffen, so zu sein, durch zijn Predjen. Dit is es, wat in Predja wordt in juni kerk komt, en de eine Botschaft brengt, en de ganze kerk bekeert zich. Dat eine country leidt zegt je dat qua diakoon en meerdere zinnerschulleraar hadden zich bekeerd als de squirrel er omraan, niet zo? Maar dat is een andere thema. En zo hier weer in Predja, die wir in eine Stadt gegaan van ungefähr 100.000 Menschen en die bekeerden zich alle, sogar die Tieren. Nu fangt dat, en Jonah feiert dit aan, over Jonah glaubt dat wir aardig en hij wordt dal. En hij beet te God, ik wist het, als ik nog thuis werd. Dat is waarom ik niet naar Nineveh wil. Wenn ik weet, die best vol genade, die best vol barmherzen, die was niet leicht al, die best vol lijf, en die des die anderen van schulden doen. Nu neem mijn leven voor haar, en het is beter dat ik sterf als leven doe. We worden dus sluiten, wegen nächstes Mal waar we dit bekijken. In Predja wat de grootste erwekking gehad heeft in alle history. 100.000 mensen hebben zich bekeerd en de Predja als dal heeft een Wuht. Hij wil zijn dat deze mensen worden alle omgebracht worden. Nu bekeren zich en God heeft een grote life voor die. Daar moeten we nächstes Mal nog meer van reden. Hulde TV 1250. KIKZ en die van jullie wat even video watchen. Check het wel eens wieder.